Zuerst erscheint es ja fast wie ein Witz. Kehrt da wirklich einer die Wiese zusammen? Und was sind das für Bäumchen, die auf ihr in Reih und Glied stehen? Wachsen an denen ja tatsächlich Haselnüsse. Die sammelt Martin Neumeier mit seiner Erntemaschine ein. Hier in Rudelzhausen in der Hallertau, wo seit jeher die Hopfengärten die Landschaft prägen, breiten sich mittlerweile auf 11 Hektar Haselnussplantagen aus. Aber warum ist Martin Neumeier dem Hopfen abtrünnig geworden? Der Hopfen, der war mir zu arbeitsintensiv und wollte immer weitermachen. Meine Mutter ist mir dann dahergekommen mit der Haselnüsse. Und Haselnüsse habe ich mir überlegt, ja gut, kann man mal versuchen, aber erst mal anschauen. Dann sind wir am Bodensee gefahren, ich und mein Bruder, und haben uns mal die ersten Plantagen angeschaut. Das hat mir recht gut gefallen und dann haben wir gleich ein Jahr drauf haben wir die ersten 3 Hektar dann abgepflanzt. Um die Idee der Mutter umzusetzen, mussten neue Maschinen her. Josef, der Bruder, ein gelernter Flugzeugbauer, hat sie entworfen und konstruiert. Zugute kam ihm dabei der Hopfenbau, den die Familie seit Generationen betrieb. Es ist sehr viel Erfahrung aus dem Hopfenbau eingeflossen. Also vor allem mein Vater hat die tragende Rolle da gespielt. Wir haben Systeme in unseren Maschinen, die aus dem Hopfenbau entliehen sind. Es sind verschiedene Reinigungssysteme, die es im Hopfenanbau gibt, die wir auch mitverwendet haben. Natürlich in einer anderen Konstellation, andere Dimension. Ein paar Kleinigkeiten haben wir umkonstruieren müssen. Aber vom Grundprinzip her sind schon einige Elemente aus dem Hopfenbau übernommen worden. Und man muss ja nichts neu erfinden, wenn es dementsprechend schon gibt. Josef Neumeier, der Senior, war am Anfang schon sehr skeptisch. Er war halt Hopfenbauer durch und durch. Aber als er dann sah, dass sich die von seinen Söhnen entwickelten Aufbereitungsmaschinen sogar gut verkaufen ließen, war der Bann gebrochen. Voller Stolz holt der Senior die erste Knackmaschine hervor, die in familiärer Zusammenarbeit entstand. Die harten Schalen der Nüsse bereiteten der Familie Probleme. Mit Handarbeit war ihnen kaum beizukommen. Da habe ich einen Hammer hergenommen. Und jetzt in Maiwoche haben wir Gewichter gehabt, haben wir auch hergenommen. Und ich habe mal einen kleinen Schraubstück gemacht und haben auch so einen Zuzwicke hergenommen mit allen Möglichkeiten. Und da ist mir jetzt blöd geworden. Dann hat der Sepp, mein Sohn, hat gesagt, da strecken wir uns hier ein bisschen an, sagt er, dann bauen wir uns was zusammen. Und dann hat er was gebaut. Die kleine Knackmaschine dient heute nur noch zur Demonstration. 7 Tonnen ernten die Neumeiers mittlerweile im Jahr. Dafür brauchte schon eine größere Variante. Der Erfolg ließ auch die Spötter verstummen. Ja, der Anfang hat mich ausgelacht. Hein sagt keiner mehr was. Hein fragt mich bloß, wie geht's denn? Wie geht denn mit den Nuss und mit dem Preis und so? Jeder fragt was anderes. Dann sage ich, jetzt gehst du zu unserem Lohn, einen Hofladen, und da kannst du die Preise anschauen und dann wirst du, was kriegst. Aus. Passt da. Cäcilia Neumeier und ihrer Schwiegertochter Katrin stehen schwere Wochen bevor. Erntezeit. Stundenlang sitzen sie am Förderband und glauben Schalenreste heraus. Den Wechsel von der Hopfendolde auf die Haselnuss bereuen sie dennoch nicht. Weil die Arbeit einfach einfacher ist. Kannst im Trocknen bearbeiten. Das was beim Hopfen nicht war, da war es zeitgebunden. Und da kann man jetzt das Frische machen. Und mir wird ja nicht jünger. Also Hopfarbeit ist ein bisschen schwieriger. Mit Zimt und Zucker überzogene Haselnusskerne, Likör, Öl, Mus und alles, was sonst noch aus der seit Menschengedenken genutzten Nuss gemacht werden kann, bieten die Neumeiers in ihrem Laden an. Gegenüber importierten Nüssen, vor allem aus der Türkei, haben ihre einen entscheidenden Vorteil. Ja, weil die vom Geschmack her nicht so trocken ist und sie schmeckt halt frischer und sie ist länger haltbar. Woher kommt das? Ja, weil wir die halt frisch ernten und gleich weiterverkaufen. Vor 10 Jahren begann die Umstellung. Jetzt ernten die Neumeiers rund 7 Tonnen im Jahr. In 5 Jahren, wenn die Haselnussbäume den vollen Ertrag liefern, sollen es 40 Tonnen sein. Dann könnte die Hallertau einmal nicht mehr nur für den Hopfen stehen. Liebhaber hat die Hallertauer Haselnuss jetzt schon mehr als erhofft. Für die ist hier ein wahres Paradies entstanden. Gesehen haben wir sie nicht direkt, aber die kleine Marina hat sie schon oft bei ihrem Treiben beobachtet.